Wir haben diesen Monat ein bisschen mehr Spezialmovies entdeckt. Wir sind in diesem Jahr von 2 Plätzen und fangen nun zu LA, von wo der Kent Antonio, Carol, Chelsea und der Gilles berichten. Here's Johnny. Kill the Batman. Oops. My name is Optimus Prime. Get that out of my face. It's not in your face, it's in my hand. Get what's in your hand out of my face. This is Sparta! Must have the precious. Movies and More fokussiert sich ganz auf die 86. Edition von der Oscar-Verleihung. Wir holen die Decisionen von der berühmt-berüchtigten Filmakademie immer ein bisschen in der Lupe. Ich gewollt die eng oder andere kleine Überraschung. Dazu gehört den höchsten Preis vom besten Film, aber definitiv nicht, weil den nur 12 Jahre das Leben für sich entschied. Wie will das wir erst schon an der letzten Movie immer vorgestellt haben, übersprang mal weiter Details. Größten Aufräumer bei den Oscars des Jahr war dem Alphonse Cuarón «The Gravity», den hat nämlich direkt 6 Oscars gewonnen. Und zwar die von der besten Regie, Soundtrack, Cinematografie, besten Schnitt, besten Tonschnitt und visuelle Effekte. Don't detach that arm's gonna carry you too far. Listen to my voice. You need to focus. I'm losing visual of you. In a few seconds, I won't be able to track you. You need to detach. I can't see you anymore. Do it now. Mit Gravity huet der mexikanische Regisseur de Leute gewiesen, was alles am digitale Kino vom 21. Jahrhundert möglich ist. Do you copy? Yes, I copy. I'm detached. I don't know. I'm spinning. I can't. Record your position. GPS is down. It's down. I can't. Der Film erzählt, wie den erfahrenen Astronaut Matt Kowalski, gespielt von George Clooney, op sein letzten Reis an der Weltall flieht, und das zusammen mit 3 weiteren Astronauten und der Wissenschaftlerin Dr. Ryan Stone, gespielt von Sandra Bullock. I had a daughter. A little girl with brown hair. Tell her that I'm not quitting. Gravity ist ein unterhaltsamer Film, errappt Zuschauer mit auf eine Reise an die Weltall. Beste Nebendarsteller 2014 ist Multitalent Jared Leto gehen. Der Frontsänger von 30 Seconds to Mars war den einzigen, den in der glamourösen Glory-Welt und die momentan schlechte Situation an der Ukraine und Venezuela Gedanken gelöst hat. To all the dreamers out there around the world watching this tonight in places like the Ukraine and Venezuela, I want to say we are here, and as you struggle to make your dreams happen, to live the impossible, we're thinking of you tonight. Als bester Hauptdarsteller ist bei der Frau Kate Blanchett für Blue Jasmine und bei dem Mann Matthew McConaughey für Dallas Buyers Club gekrönt gehen. Diesen US-amerikanischen Drama von Jean-Marc Vallée erzählt die Lebensgeschichte vom Elektriker Ron Woodruff, der 1985 zu Dallas an Texas lebt. Hier war am Anfang von der Handlung homophob, als Leben hat sich viel um Alkohol, Drogen und Sex gedreht. Für hier vom Doktor Diagnose kriegt, dass sein HIV positiv ist, also AIDS hat, will ihn das nicht akzeptieren. Have you ever used intravenous drugs? Have you ever engaged in homosexual conduct? Homo. You say homo? You made a mistake. That ain't me. Mr. Woodruff, we estimate you have 30 days left. Trotzdem findet er Weg, sich mit der Krankheit finanziell zu bereichern, und ändert seine ganze Lebensphilosophie. Welcome to the Dallas Buyers Club. We need a new supply. Check Amsterdam, China, and Israel. We're doing business with you. Why are we here? Nice restaurant, beautiful woman. Swear I feel like a human again. Mr. Woodruff, what is going on? People are dying. You're nothing more than a common drug dealer. TJ, this is Rayon. Freaking homo. Oh. One life. Want to mean something. Die Entscheidung geht also an 3, auch von der Tisch, dass Leonardo DiCaprio ohne die goldene Statue hingehen muss.
Trotzdem fand mir, dass hier an dem Martin Scorsese sein Meisterwerk The Wolf of Wall Street ein Beitrag an der Sendung verdient wird. I quit my job right now and I work for you. Hey, listen, I quit. Yeah, I'm going into stocks. My name is Jordan Belfort. At the tender age of 22, I headed to the only place that befit my high-minded ambitions. The Wolf of Wall Street basiert auf dem richtigen Leben vom ehemaligen Börsebroker Jordan Belfort, der von Leonardo DiCaprio verkörpert wird. I started my own firm out of an... Der Film weist, wie der Kapitalismus in mehr oder weniger normale Mann zerfrisst, und es die kein Detail ausgelost, was dem Jordan Belfort seine Drogen- und Alkoholeskapaden oder Fragegeschichten angeht. My own image. With this script, I'm going to teach each and every one of you to be the best. This is the greatest company in the world! I was becoming a legend. Aren't you married? Yeah, but married people can't have friends. We're not going to be friends. I was making so much money, I didn't know what to do with it. Dem Scorsese als Heimer de weiteren Meesterwerk gelung, am Matelle vum Leonardo DiCaprio kennt die soziopathisch Oder vun engem Wall Street Broker perfekt zur Geltung. 22 billion in 3 hours! The real question is this, was all this legal? Absolutely not. This is America! This is my home! Good for you, little man. Me, the little man. The show goes on! They're gonna need to send in the National Guard to take me out, because I ain't going nowhere! We don't work for you, man. You have my money taped to your boobs. Technically, you do work for me. Als best Nebendarstellerin gouf dat unerwarten Lupita Nyong'o gewählt, weil er immens emotional und authentisch gehalten hat. Thank you so much for putting me in this position. It has been the joy of my life. When I look down at this golden statue, may it remind me and every little child that no matter where you're from, your dreams are valid. Thank you. Noch erwähnenswert als La Grande Bellezza, ein artistischen und ganz spezieller Film von Paolo Sorrentino, den den Preis für den besten ausländischen Film für sich entscheiden konnte. Aber mal schau bei den nicht-amerikanischen Filmen sehen, also natürlich auch erwähnenswert vom Laurent Witz und dem Alex Aspigaris hier im Film, dem Mr. Hublot, zu schwätzen, dem wir uns aber in der nächsten Movie sind morgen ganz widmen werden. Für den Rest geht es nicht mehr viel zu so, und schon war im Großen und Ganzen okay. Dem Ellen DeGeneres sein fehlerlosen, aber ein bisschen zurückhaltenden Auftritt hat ein bisschen Plot auf Fahrt gewirkt. An dem Sinn, merci für das Nachgucken an. Tschüss!